Wenn jetzt So, Marc Paul kommt so jetzt gerade. spielt, wie die letzten 2 Minuten in seinem letzten Setzt sich ins Viertelfinale, Stream, oder? dann scheppert's aber richtig. Setzt sich Paul, ins willst du? Okay, Paul guckt erstmal. Doch, mach. Es Der traut sich zurückhalten, das kennen wir so gar nicht von dir. Ja, auch nicht so hinkommen und sagen, Aber du kannst dir jetzt mal anschauen, wo du eigentlich gespielt hättest. Schön, nee, willkommen, herzlich willkommen. ja, ich fühle mich gleich direkt wohl mit so einem Spruch. Nein, am Ende des Tages, sage ich euch ehrlich, bin ganz happy, wie es gelaufen ist. Marc und Stefan waren in meinen Augen sehr gute, sehr faire Gegner. Mit 2 Punkten kannst du rausfliegen, wir sind super zufrieden. Und ich sage auch, mein holländischer Kumpel, der hätte kein Match mehr gepackt. Also der hatte so einen roten Kopf irgendwann. Ich glaube, der ist ganz froh, dass er jetzt essen und trinken kann. Aber wir haben jetzt lange- kommt gleich zur Frage, schaffen die noch ein Match? Marc und Stefan, Ja. also Stefan ist Ironman. Der hat letztes Das Jahr einen stimmt. Ironman gemacht. Da mache ich mir gar keine Sorgen um die Fitness. Und Marc hat sich auch einen gesünderen Lifestyle vorgenommen. Weiß nicht, wie gut das klappt, aber er ist auf jeden Fall fitter als circa vor einem Jahr noch. Ja. Und so wie der die Hose hochzieht und seine Oberschenkel präsentiert, mache ich mir gar keine Sorgen, dass der Mann noch ein bisschen laufen kann. Wen wenn seht ich- ihr als Favoriten? Oh, schwierig. Ja, Komm, ich leg mich fest, Team Schwarz, okay. die kommen da abgestimmt rein, haben noch ein bisschen mehr Kraft. Das Ding ist halt, Niki Stemmler hat sich wahnsinnig entwickelt. Also der hat ungefähr vor einem Jahr angefangen und hat ein paar Trainingsstunden genommen, auch mit Andres, der hier hinter uns ist, das ist ja unser Trainer. Guter Freund und Trainer. Also wenn Andres hier zum Beispiel auf den Paddleplatz gehen würde, dann würden wir alle kein Land mehr sehen. Genauso bei dir. Wir haben schon gesagt, wir wechseln uns ein fürs Finale. Ja, jedenfalls. Doppelfinale. Ich habe hier übrigens noch einen Ehrengast. Adam Wolke, melde dich. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo er ist, weil den müssen wir auch noch auf den Platz jagen. Der muss noch gegen euch beide spielen. Jedenfalls ist Niki sehr viel besser geworden, die letzten 12 Monate. Und das hilft natürlich Adi auch. Also er hat einen super stabilen Teampartner. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination aus einer verlässlichen rechten Seite. Also ganz schwer, die zu knacken, sage ich. Ja, ich finde, Ähnliches haben wir bei Finn und Carlos gesehen, Genau. wo Finn wahrscheinlich eher der Powerspieler ist und hier uns alle sehr überzeugt, aber Carlos einfach ihm auch sehr viel Deckung gibt und sehr konstant die Punkte für ihn aufbaut und Ähnliches haben wir hier. So, Niki, Adi, Marc und Stefan waren bei dir im Trainingslager auf Mallorca. Das hatten wir eigentlich so geplant, dass es nur mein Trainingslager wird. Ich konnte Tja. dann nicht. Ich bin krank geworden und hatte dann noch andere Sachen. Ich musste nach Hause. Dafür haben meine 4 Freunde das genutzt, sind viel besser geworden. Totale Scheiße für mich am Ende. Aber schätz mal ganz kurz jeden Spieler ein, Andres. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, theoretisch sehe ich hier als stärksten Spieler Stefan Gehrig, Doppelfehler übrigens. Doppelfehler. Aber, kannst du aufschreiben von Niki Stemmler, ich glaube der zweite schon von Niki, kann das sein? Sehr gut aufgepasst, sehr gut. Paulo Moten. Aber nur einmal, er macht nur seine eigene, nur bei seinen. Ich habe extra Doppelfehler gemacht. Ich dachte, du wusstest Ja, es ist ein unfassbar gutes Niveau, weil das wird ein interessantes Spiel. Auf der einen Seite Marc haben wir gesehen, der vorne immer das Netz covert und Stefan nach hinten läuft, um die Bälle abzusichern. Und bei Niki Stemmler haben wir halt einen, der El Constanzo nicht umsonst heißt, der spielt halt alle Bälle rein. So einen brauchst du auf der rechten Seite. So, jetzt müssen Jetzt hier. Also das ist jetzt hier wirklich, das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben einen Ehrengast in der Halle mit einem richtig geilen Sportoutfit. Zeige dich. Komm mal rüber. Okay, du holst deine Cap. Alles klar, er holt seine Cap. Und da könnt ihr mal sehen, was es bedeutet, wenn man sporttechnisch als Streamer einen auffährt. Also deine Hose, Mensch, die ist der Wahnsinn. Komm mal hier in die Mitte. Man sieht dich, glaube ich, gar nicht. Adam Wolke, schön, dass du da bist. Hi, lieber in den Chat. Das Ding ist, ich habe mir das zur Hälfte komplett zusammengeliehen. Super, zeig mal. Und jetzt rat mal, von wem die ist. Henke. Ja. Und das Allergeilste ist ja eine Sporthose, ne? Und ich habe eben noch gefunden, was da drin ist. Da war ein Taschentuch und eine Jogurette-Packung. Aber nur die diese Packung? Verpackung, also diese von einem Riegel auch nur. Aber das fand ich sympathisch, weil so ungefähr läuft bei mir auch mal eine Sportsession ab. Eine Belohnung direkt auch während der Einheit. Also wir werden dich gleich mal auf den Platz schicken. Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Verlauf, aber wenn irgendjemand Bock hat, noch mal kurz eine Runde zu spielen, ich bin dabei. Wenn wir irgendwas überbrücken müssen, ja. Es ist geil, was ihr auf die Beine gestellt habt. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sind noch mittendrin.
Ja, und es bleibt genauso spannend oder wird noch spannender. Ich habe das eben schon gesehen, wie die auch gekämpft haben, wie sie nur an den letzten Punkten immer bei den Matchballen hin und her gegangen sind. Das ist geil. Sehr schön, gute Analyse. Cool. Hast du schon mal gespielt? Oh nein, tatsächlich noch nicht gespielt, ne? Also wir sehen dich gleich auf dem Platz. Oh, wir gucken mal. Wenn ihr mich braucht, ich bin da. Also, ich freue mich sehr, dass Adam da ist und er muss einfach noch auf den Platz. Also eins im Chat, wer Adam auf dem Platz noch sehen will, jetzt gucken wir erstmal noch aufs Game. Stefan und Marc führen. Und wie sie die letzten 2 Spiele gewonnen haben. Das letzte zu 0, davor 15, also nach einem erschwerlichen Anfang. Ja, und da können wir auch direkt nochmal den Chat fragen. Was meint ihr, Chat? Ihr seid erstmal eins im Chat, wer das ganze Turnier guckt, wer jedes Spiel gesehen hat, weil diese Leute wissen, wer ist gut drauf, wer ist nicht so gut drauf, wer hat einen guten Tag. Wer gewinnt guck mal, viele Leute den ganzen Tag. Farhad Öztürk, du bist auch da, das ist schön. Wer gewinnt dieses Spiel? Leute, ich will eure Meinung jetzt hören, ich will es jetzt sehen im Chat. Nee, der Ausschlag ist aus. Okay, 1 für Adam ist sowieso schon da. Die Leute wollen dich wirklich sehr sehen, Adam. Kuss an den Chat, sagt er. So, ihr müsst das sportlich übernehmen. Ich bin hier nur zum Quatsch reden. Ne? Hey, aber also ich glaube, das habt ihr jetzt die schon ideale gemerkt. Aufteilung, Paul, machen wir genau so. Also ich habe bis jetzt steht's nur auch schon. in den Chat geguckt und noch gar nicht aufs Spiel. Das Einzige, was mir aufgefallen Hast du was ist, verpasst? Marc Eggers hat sein Trikot getauscht. Und die Hose, die war heute Morgen noch pink. Stimmt. Oh, der Lob gut platziert, schön über Niki drüber und er übernimmt wieder auf der rechten Seite. Boah, das war ein schönes aber Ding auch von wieder Adi, zurück. aber Eggers ist auch am Netz da, ne? Ja, und die Taktik, die sie da ein bisschen geändert haben, dass Stefan läuft. Aber noch besser verteidigt und Marc hinterher. Ui. Also ich sag euch ehrlich, Riel und ich haben Marc Eggers und Stefan Gehrig warm gespielt. Ich Ja, sag wir euch sehen's. wirklich, die mussten gerade so schwitzen gegen uns, aber jetzt sind sie warm und sicher. Guck mal, wie Marc da steht und zack ist er da. Wie eine Katze, Mensch. Wahnsinn. Ja, er macht das gut am Netz. Also er ist ein bisschen eine Wand und Stefan läuft. Und Adi und Niki, das darf man natürlich nicht vergessen, sind hier auch Turnierfavoriten. Ist das so? Ist so, in meinen Augen ist das so. Okay. Die trainieren schon seit 9 Monaten jeden Tag zusammen. Die haben seitdem nur noch grüne Smoothies getrunken und Haferriegel gegessen und Magnesiumtabletten genommen und sind in Eissaunen gegangen und solche Sachen, damit die hier gewinnen. Also die meinen das wirklich auch sehr ernst. Adi ist eben auch sehr gut am Netz und der ist gefährlich. Mit dem Fake. Und Marc kriegt den nächsten Treffer ab. Da können wir auch mal eine neue Strichliste anfangen, wie viel Marc da jetzt einstecken musste. Aber der steht noch, der macht noch weiter. Hugo ist noch drin. Hugo ist noch drin, ist noch spielt drin, den danach sehen wir gleich gleich. gegen Finn. Hugo ist noch drin, der spielt danach gleich gegen Finn. Ja, Okay, war schön, oder? ja. Wir haben uns schon festgelegt bisher. Okay, Überraschung und des der Turniers. Ball ist weg. Und wir haben Breakball also zum ich- 3-1. Was mich jetzt interessiert in der Situation, sind ja alles 4 Freunde. Ich finde und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier so ein Match auf Augenhöhe wird vom Niveau her. Und da ist nur die Frage, wer ist im Kopf stabiler in so einer Situation. Boah, Stefan entscheidet sich dagegen die Lobs. Ah, da ist der Lob. Ja, da jetzt aber davor. Marc Eggers. Boah, akrobatisch. Sich klein dafür, um da noch ranzukommen. Wow, Jetzt ist Marc. aber Schluss. Aber das war eine tolle Sache, Marc. Alles gegeben. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich übergebe noch mal kurz an dich. Ich komme gleich noch mal wieder. Paul, schön, dass du da warst. Lieber an den Chat. Astreine Analyse und Chat übernommen, auch gecovert. Herrlich. Und so Leute, die schreiben, eigentlich brauchen wir Paul im Finale. Ja, Joycey the Queen, oder was? Was geht ab? Liquid Adi Poison. holt aus. Diesmal war das aber gar nichts. Und wir haben wieder einen Breakball. Der Coach Andres schreibt schon mit, was in der nächsten Stunde trainiert wird. Ah, also stand jetzt für Stefan und Marc nicht so viel. Ja. Die sind gerade gut im Flow. Wichtig, jetzt das Break zu holen. Schön von Marc jetzt auch. Der ist zu lang. Eigentlich gut gespielt. Chat, schreibt mal, wer von euch schaut denn immer Paul Frege, wenn er online ist? Wer ist denn so sein treuerster Zuschauer, Zuschauerin, damit ich es weiß? Seid ihr da? Die ganz treuen Zuschauer. Jetzt wieder Vorteil. Haben sie sich geholt. Adi, Niki.
Der erste erstmal ins Netz. Ah, doch einige. Bianca schreibt Logo. Gute Defense. Oh, kriegt da noch irgendwie Material dazwischen, aber zu unkontrolliert. Stefan stand Immer aber auch Paul schon gut. schreibt Ja, ich I'm no glaube, Karen. Sorry. oh, du. 2-2, aber es war schon mal eine sehr knifflige Situation für die wohl möglichen Favoriten. Wer bricht da jetzt als Erste ein? Halten die Kräfte bei beiden Teams. Alle hatten jetzt einmal Aufschlag. Entsprechend ist Marc Eggers wieder dran. Und der geht immer so weit nach rechts außen dabei. Gut ausgeguckt. Schießt ihn wieder ab. Aber da müssen sich die beiden auch besprechen, Marc und Stefan. Fragen sich daher, was soll er denn tun, wenn der Longline darunter kracht? Ja, entweder er gibt Adi quasi nicht den Schmetterball und bleibt flach, oder er muss deutlich drüber über Niki Stemmler. Aber wenn du diesen Ball Adi gibst, dann wird er das bestrafen, und zwar auf Marc Eggers. Boah, da hat nicht viel gefehlt. Damit Perfekten 0:15. Aufschlag. Spielt aber auch immer ganz genau an dem Kopf von Marc vorbei. Yep. Das kann irgendwann auch mal schief gehen. Oh, nochmal. Niki macht das da aber auch gut, wie der die Bälle verteilt. Und Trifft Marc im Gesicht. Ach ja, eine Umarmung. Schön. Ein schöner Ball. Marc will sehen, wie er getroffen wird. Schaut sich die Wiederholung jetzt selber an. Satter Treffer. Dritte Mal. Er sagt, seine dritten Zähne fliegen raus. Wir kennen gute Zahnärzte, Marc. 0:30. Millimeter im Aus, ganz bitter. Haben da eigentlich souverän das Netz. Ja, und 0:40 ist wieder eine Hausaufgabe. Da steht einiges an. Schaffen sie es noch zurück. Der war im Aus, der war im Aus. So, Dortmund, macht mal ein bisschen Stimmung. Seid ihr noch da? Die Dortmunder. Hier die Halle, ja. Jawohl. Die Klatschpappe wird verteilt. Und spätestens im Finale wird die dann auf jeden Fall benötigt. So, 40:30. 2 Breakbälle abgewehrt. Und schon ist es nur noch einer. Und Marc und Stefan, die können sich zurückkämpfen. Die wissen, wie das funktioniert. Gut platziert, schön unangenehmer reingekommen. Und Stefan. Der bleibt hängen. An der Netzkante hängen. Ich möchte gar nicht drücken, aber gut. 3-2. Und so geht es schon wieder in eine komplett andere Richtung, das Spiel hier. Aufschlag Adi, Niki mit einem entspannten 3-2 im Rücken. Aber es ist Halbfinale, das heißt, sie haben die Möglichkeit, kurz einmal auf die Bank zu gehen, was zu trinken, sich Ja. zu besprechen. Und jetzt steht es 2-3, wobei wir Breakbälle hatten zum 3-1. neue Regel, die eingeführt wurde. Gewinnt eine Mannschaft die ersten beiden Spiele, sind sie direkt im Finale. Ja, man muss okay, krass. Aber Das dann. heißt, wir müssen sporadisch gucken. Wir wissen erst mal, Das ist okay. Sie spielen gut Return auf dich, weil sie wissen, du musst ans Netz laufen. Return sind solid. Nicht dabei. Ah, die Analyse gut von Adi. Wir verraten nichts weiter. Zumindest laut nicht. Ihr habt es gehört. Hugo noch nichts gestaucht oder gebrochen? Gute Frage. Er kam ja schon im Tennisarm. Er kam im Tennisarm an, dann hat er sich zweimal hingeschmissen. Aber ihr wisst, wie es ist. Kein Event ohne Verletzung von Hugo. Der fällt auch rein von Adi. Stefan kämpft um jeden Ball. Oh, noch rausgekratzt von Was Niki. für Das ein macht er Ballwechsel, schön ganz bis auf den wichtig. letzten.
nach dem Break direkt wieder so zu starten. So, und der Valentin von Paddle City reicht uns auch die Klatschpappen. Auch wir haben sie jetzt. Eine hätten wir noch gerne. Dann haben wir alle eine. Dankeschön. Danke, Valentin. Make some noise for Paddle steht da übrigens drauf. Oh, War wunderschön. übergegriffen. Er hat übergegriffen. Nicht? Du hast übergegriffen. Punkt für Marc. Punkt für Stefan. Adi hat übergegriffen. Das Da müssen wir, darfst glaube ich, du nochmal nicht. VAR einschalten. Einen Moment bitte auf dem Court. Da müssen wir nochmal drüber schauen. Warte kurz, Niki. Wir schauen die Wiederholung Machen wir an. es nochmal. Adi auf Stefan und dann Jetzt, oder? Marc zurück übers Glas. Ja, ganz Aber klar. sehr Ja, ganz deutlich. klar. Aber Sehr weit. Ganz klar, deutlich. ganz klar übergegriffen. Damit der Punkt für Stefan und Marc. Vicky hatte übrigens keine Sekunde gezögert. Die hat es schon reingedrückt gehabt. Die braucht keine Wiederholung. Ist gar nicht so einfach, das zu falten. Du kennst es nicht, du stehst immer auf dem Court dann, ne? Wenn die Leute das benutzen. Ich schlag damit nur gerne. Nee, cool, dass wir in Reichweite sind, Vicky. Ja, ist doch schön, ne? Libora damit, oder? Auf den Kopf. So, zurück zum Game. El Constanzo jetzt mal mit einem El Unnötigo. Und die nächsten Breakbälle. Guter Return. Oh, gut durchgelassen hier mit der Show-Einlage. Adi aber zahlt sich am Ende auch raus. Vicky steht gut. Stefan rennt. Das kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Zu viel von Marc. Und jetzt haben wir hier den Salat. Vicky Kurz hat die Klatschpappe erfolgreich gefaltet. Und jetzt leben hier Da zwei kommt doch Leute ganz schön Dampf gefährlich. raus, wenn die Vicky neben mir da drauf pfeffert. Nächster Stefan Breakball erstmal. zum Mhm, 3:3. Stefan jetzt auch. Guter Ball von Millimeter Stefan, genau. 3:3. Holen sich direkt das Rebreak. Also Stefan und Marc lieben enge Matches. Die brauchen das auch so ein Die bisschen. brauchen das. Die brauchen das, um die beste Version aus sich rauszuholen. Jawohl, hier sehen wir Die das Klatschpappen. Publikum. So, 3:3. Wieder alles offen im Game. Perfekte Vibora in die Ecke. Schön leicht dosiert von Stefan Gehrig. Kann man Wie der auch immer an Marcs Hinterkopf vorbeisegelt. Kaum zu fassen. Da wird es heute noch einen Körpertreffer geben, aber vom eigenen Teamkameraden. Bei ihm ist egal, er wurde ja erst 17 Mal getroffen von den Gegnern. Jetzt, Und jetzt zieht zeigt Stefan mal Gehrig durch. Stefan. Der war wichtig fürs Selbstbewusstsein. 30:0, eure Lieblingsscore von euch beiden, ne? So wie ich das jetzt über den Nachmittag vernommen habe. Das mal wieder im 7. Spiel. Also Ja, jetzt kommt alles zusammen. jetzt kommt wirklich alles zusammen. Wow! Hallihallo! Niki! El Risiko! Achtung, Kopf. Die lässt durchgehen. Wäre es eins zu weit. 40, Kann, 15. wie kann Adi besser, das weiß er selber. Ärgert sich da natürlich. Hat Stefan eigentlich schon einen Doppelfehler gemacht? Nee, oder? Ja, ich glaube nicht. Einer der wenigen. Der war gut platziert. Übers- Nesta, Stefan laufen. Der kommt der wieder kommt von zurück. Stefan! Was ist Marc hier wollte los? den Ball schon berühren. Und Stefan Gehrig macht den Punkt. Wahnsinn! Mit dem Trickshot. Hei. Marc, lass die So Finger endet. weg. Der läuft ein Ironman auf dem Paddelplatz. Wahnsinn! Zum 4:3 für Stefan und Marc. Holen das Rebreak.
Da jubelt Marc schon. Gute Reaktion. Und dann Niki. Ah, der tragische Held. Sammelt den Ball da ins Netz. Ja. Und die Halle, die tobt jetzt. Paddle City Dortmund. 3-4. Adi jetzt mit dem Aufschlagspiel. Aber uns fehlt noch einer. So langsam sind wir in der entscheidenden Phase. Wer zieht ins Finale eines Paddle Creator Cups 2025? Ist es Stefan Gehrig und Marc Eggers oder Nikolaus Stemmler und Adi Totoro? Ganz schwieriges Aufschlagspiel jetzt. Bei dem Spielstand. Es ist immer wieder die Rückhand bei Marc. Damit erwischen sie ihn immer wieder. Erste Ermahnung, Andres. Schöner Aufschlag. Schickt ihn einmal über den ganzen Platz. Stefan lässt sich da aber nichts anmerken. Schade, schade. Das Spiel läuft jetzt ein bisschen zu schnell weg hier, Jungs. Fokus. Mahnende Worte von Vicky. Adi auf Stefan. Und das gehört auch dazu. Schmuckstück. 4-4. So, und jetzt steht es 4:4. Oh, wo kann das noch hingehen? Der Marc sah auch schon mal fitter aus. Jetzt kriegt aber auch einiges ab hier, der arme Marc. So, und wir erinnern uns, 4 Spiele zurück, da gab es das Break für Niki und Adi und haben dann auf der anderen Seite beide Spiele verloren. Frage ist, wie schaut es jetzt aus? Guter Aufschlag. Gut gesehen von Stefan, hat da noch die Finger weggezogen. 15:0. Was ist mein Lieblingsspieler hier? Uff. Alle auf ihre eigene Art, wie sie hier den Rückhandvolley spielen. Jetzt wollte anfangen zu zaubern. Marc Eggers erwischt das Gitter satt. Da gibt es schon nochmal einen Kommentar hier von Andres. Wir haben wieder Paul Frege bei uns. Paul, was sagst du bisher? Wahnsinn. Komm, wir rotieren einmal durch. Paul, hock dich hin. Headset auf. Rein da, rein da. Ja, Adi hatte eben gesagt, Was für ein Schlag von Stefan Gehrig! Und Adi kann es sich ausnutzen. Beim Ja. Stand von 15 beide. und Adi versucht den da geil in die Ecke zu Ja. legen. Eigentlich ruhig gespielt, aber unglücklich. Was Geht habe ich dir aus. beigebracht? Was musst du da machen? Einfach rein. Einfach rein. Einfach rein. Ohne viel. Aber immerhin Kampf. hast du aufgepasst. Ja. Und Stefan fängt Schön an, einen verteidigt. auszuspielen. Schön verteidigt von Adi. Boah, Jetzt Stefan spielt er aber los. auf, Stefan Gehrig. Jetzt spielt er auf. Ja, also ich würde sagen, Er hat sich warm gespielt gegen euch. ich darf das auch sagen. Ich sag, Stefan ist hier der beste Spieler im Turnier. Aber er muss es zeigen. Finn. Besser als Finn. Der doppelt so gut. Ich finde es anders. Wo ist Finn? Ich muss gleich wegrennen, glaube ich. Versteck dich lieber. Ich verstecke mich. Ich wollte ihn nur ärgern. So, 2 Spielbälle für Stefan und Marc zum 5:4. Der schön. Wieder ein Schöner Ball von Wahnsinnsball. Stefan. Also, 5:4. Seitenwechsel, Jungs. ja, wenn ich so gut spielen würde, würde ich keinen mehr grüßen. Aber dein Chat würdest du grüßen. Ja, mein Chat grüßt doch immer. An der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße an den Chat von Hugo, von Adi, von Niki, von Henke und von
von Marc Eggers und von meiner Wenigkeit. Ganz liebe Grüße an euch alle. Schön, dass ihr im Chat mit dabei seid. Grüße auch nochmal an die Zuschauer, die hier richtig Radau machen mit den Klatschpappen. Meine Güte, man. Gebt nochmal richtig Gas, Leute. Das ist hier ein Wahnsinns-Halbfinale. Das Schöne ist, die Qualität ist gut. Das Schlimme ist, eine Mannschaft wird rausfliegen. Aber das gehört im Sport eben dazu, man. Du machst uns arbeitslos, wenn du weiter so gut kommentierst. Ja, ich habe ja die Kings League kommentiert. Das ist leider jetzt vorbei, aber ein bisschen was ist noch hängen geblieben. Ganz starker Lob von Stefan, hat damit das Netz wieder. Spielt den Killerball. Aber was spielt er jetzt auch, ne? Also die letzten 2 Spiele sehe ich von ihm nur Winner. Ja, also was sagt ihr zu Stefan Geerigs Leistung? Er ist Also jetzt so eine da. Steigerung, er oder? ist jetzt sowas von da. Und das ist ja da nach so vielen Sätzen, noch so viel gespielte Punkte, dass er jetzt zur Höchstleistung aufläuft. Hut ab. Ui. Da ist Adi hoffentlich mit der nichts guten passiert. Antwort. Ja, steht direkt wieder auf. Und da halten sie auch zusammen. Die beiden sind beste Freunde, gehen durch dick und dünn zusammen, machen wirklich alles zusammen, verstehen sich dementsprechend natürlich auch blind. Der mag sich natürlich nur fallen lassen für die Spannung. Er hat sich fallen lassen, damit er mit einem Breakdance-Move aufstehen kann. Guter Ball von Niki. Und Adi wahnsinnig gute Dinger auch. Also die wissen, was sie tun, die beiden. Und auch Adi und Niki sind ein sehr gut abgestimmtes Team. Die sind natürlich die Favoriten jetzt hier gerade. Auch des Turniers. Aber die wissen, was sie tun und bleiben ruhig. Und das ist auch eine Stärke von dem Niki Stemmler. Mental ein Monster. Also der Aufschlag war nix, aber der zweite wird fantastisch. Ich sag doch mental ein Monster. So, und jetzt der Unforced-Error von Stefan Gehrig. 40-15, die Spielbälle zum 5:5. Sehen wir hier einen Tiebreak, Paul? Ja, das wird ein Tiebreak, das wird genauso entschieden wie bei uns eben. Wieder ein Das Drama. wird mit 2 Punkten Abstand ein Tiebreak-Sieg. Ich weiß es. Chat, was ist eure Prediction? Tiebreak 79-81. Unbedingt. Das ist meine Prediction. Ich glaube auch, Ja. Wir spielen das Ding hier bis 1 Uhr morgens durch. Oh, schöner Slice, Mensch. Und drauf das Ding! Oh, jetzt wird hier einer aufgezaubert. Boah, wie verteidigt Niki, das ist aber auch sensationell. Die sind mir so nah am Kopf immer vorbei, diese Bälle. Wow, was ein Ballwechsel! Meine Güte, das Ding ist immer noch heiß! Und Stefan Gehrig macht den Punkt! Was für ein Ballwechsel! Kann es nicht passen. Geil, Alter! Echt spannendes und gutes Spiel. Schreibt auch der Chat, alle freuen sich. Leute, gebt mal Gas im Chat. Macht mal Feuer. Für wen seid ihr hier? Wow. Ja, und auch Marc ist deutlich stabiler geworden, würde ich sagen, durchs Turnier hinweg. Er hat sich verlaufen. Beide, des Turnieres deutlich Marc verbessert. und Stefan. Aber Der war so wichtig. ja, das kann passieren. Ne? Das ist so ein Ja, bisschen aber die es ist Spezialität von Marc Eggers, von einem Meter ins Netz. Das haben sie auch auf auch Mallorca gut. extra nochmal mit Ballmaschine geübt. Konstant. Die haben sich hingestellt, haben eine Ballmaschine geholt und hat dann von 1 Meter alles ins Netz. Ja. Das wollten wir nochmal Das funktioniert verfestigen. gut. Das funktioniert gut. Nein, ist der also sicherste Marc ist Schlag. deutlich stabiler geworden, aber auch Niki und Adi sind natürlich, Niki eigentlich der Mann, der die beste Konstanz mitbringt. Also wenige Fehler. Die Geschichte des Paddle Cups ist ja letztes Jahr auf Mallorca geboren, ne? Hat uns Und Adi erzählt. den können wir fangen? Nee. Ja, gutes Ding von Marc, ist auch zur Stelle am Netz. Ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt für Stefan und Marc. Stefans Aufschlag. Adi spielt ihn über die eigene Scheibe. Ein Wahnsinns-Trickshot, man. Ui. Der ist im Aus. Und da steht 15 beide. Alles noch gut, alles noch drin. Aber Adi hat da gerade einen Trickshot gemacht. Da bräuchte ich vielleicht von der Regie noch mal eine kleine Zeitlupe. Das hat er heute Morgen noch angekündigt. Guter Lob von Adi. Und da ist Marc Eggers wieder zur Stelle. Und der Netzroller, aber Niki Stemmler ist da. Und Marc Eggers auch wieder und auch wieder. Mein Gott, Marc, die Wand. Und sie brechen Niki und Adi mit der Konstanz.
Was eine Leistung von Son Goku. Auch bekannt als Mark Eggers des Pendeltennis. Wahnsinn. Der kann nicht nur gut singen, der kann auch wahnsinnig gut am Netz verteidigen. 30-15. Oh, guter Aufschlag von... Ungewohnter Fehler. Ja, den darf Stefan nicht liegen lassen beim 30-15. Das ist ein Spiel, was gerade nur noch im Kopf entschieden wird. 30 beide, die Riesenchance jetzt zum Breakball. Und man muss ehrlicherweise sagen, Adi kennt natürlich diese Turniersituation. Der spielt wahnsinnig viele Promi-Turniere in der Schweiz. Echt? Ja, jedes Promi-Turnier in der Schweiz ist Adi mit dabei. Also Der gewinnt ja auch immer. Mit Beatrice Egli zum Beispiel. Oder mit Hansi In der Hinterseer. Frauenkategorie. Ja, Was mit Federer? Federer war bis jetzt noch nicht dabei. Boah, super Defense von Adi. Ja, machen sie wahnsinnig gut. Aber Mark Eggers auch wieder da. Ui, ui. Was? Ja, Oh. Oh. Und der ist sensationell von Adi. Was für ein Ballwechsel. Marc blockt alles am Netz und der Breakball jetzt für Adi und Niki. ja, Adi hat die Ruhe, weiß genau, wo er hinspielen will. Große Stärke von Adi, den auch seitlich vorbeizulegen. Warte kurz, jetzt kommt er. Also, da freut Marc sich schon. Wie gräbt Niki Stemmler den Ball aus? Unfassbar. So, Stefan geht hin, macht den Lob, guter Lob und Marc ist schon wieder zur Stelle. Wahnsinn, was Marc auch da. Wow! Niki gräbt alles aus. Zum Break. Also man muss Unfassbar. Glückwunsch zu diesem tollen Spiel und zu diesem tollen Punkt für Niki. Aber alle 4 am Kämpfen. Ne? Das ist toll, das ist richtiger Sportsgeist. So haben wir das auch in der Schule gelernt. Die wollen alle gewinnen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass jetzt gleich nochmal ein Break kommt. Für mich sind Adi und Niki hier noch nicht durch. Nee, auf keinen Fall. Break Auf und dann keinen eine Fall. Schlägerei. Stefan und Marc hat ja fast Schlägerei mit dir nach dem Ball da. Geisteskranke Insane Ballwechsel. Ich piss mir gleich in die Hose. Super, Niki. Man hört dich, Mensch. Man hört nicht, was ist das denn? Ja, du kannst doch nicht Das sagen, wollte ich nur Adi sagen. Das war Wieso was. luschert ihr hier? Wieso seid ihr am Luschern? Hör doch auf mit sowas. Ich muss pissen, so. Ja, dann So, geh Paul. doch. Los, geh. Keine Zeit. Fokus. Full Focus bitte, ja. Adi will es nicht ablenken, das ist auch richtig. Es gibt die Schnipser im Chat, Niki. Die Schnipser sind da. So, jetzt geht es zurück auf den Platz, wir übernehmen wieder. Ja, Drucksituation würde ich sagen, ne? Das wird jetzt im Kopf Ja, aber entschieden. Stefan und Marc Wer hat haben denn- sich mehrmals zurückgekämpft. Hat Adi jetzt? Ich glaube, Adi schlägt auf, ja. Ja. Chat, was glaubt ihr? War's das? Machen es jetzt Adi und Niki zu oder gibt es das Tiebreak? Paul Freger hat gesagt, es gibt den Tiebreak. Es gibt den Tiebreak. Schau doch mal, wie Beide frisch. sagen Also Tiebreak. die lila Schnipser im Chat, um euch da kurz mal abzuholen, ja? Ja, bitte. Ist ein Emote, was sehr viel von Nikis und meinem Chat benutzt wird als Anfeuerung für Niki und Adi. So, und das sehen wir sehr viel. Also der Chat ist auch da. So, Ich glaube, es gibt keinen Tiebreak mehr, sag ich. doch, Dieser doch. Tiebreak. Aber Adis Aufschläge sind auch wahnsinnig schwer zu verteidigen. Der hat ja so eine Schweizer Schnippelart. Die Schweizer Käsereibe. Oh, der wäre schon fast geflogen. Und jetzt versucht Adi zu finishen, aber Stefan Gehring ist da und legt den hinten rein, aber Adi zu Tor, aber Marc Eggers haut das Ding hoch, meine Güte. Nein! Ui, ui. Nein! Oh, der Was ist nicht ein verloren. Ballwechsel. Adi gräbt den aus. Wow. Aus wow, dem Keller in Basel gräbt er den Ball aus. Ja, die beiden wollen sich das jetzt auch holen. Es 30-0, 2 Punkte noch für Adi und Niki fürs Finale. der ist im Netz. Okay. Also Adi und Niki spielen hier wirklich groß einen auf. Ach, alle 4. Wahnsinn. Auch was hier Marc und Stefan noch laufen, nach dem Pensum. Puh. Der ist direkt ans Glas. Das war dem Paul Frege. Ja, ich bin beim Kippeln gerade fast umgekippt. Wie in der Schule früher, oder? Ich kann mich vor Spannung fast nicht mehr auf dem Stuhl halten. Ja, in der Schule bin ich oft umgekippt beim Kippeln. So, der ist wichtig jetzt. Macht er nach innen auf die Vorn und jetzt geht er rüber auf Marc. Der ist noch gut, ganz knappes Ding, aber ist drin. Und jetzt kommt Stefan auf Niki und Den hast du, Niki Stefan. macht stabil. Alter Schwede, sind das Oh, Ballwechsel. der bleibt im Netz hängen. Da ärgert sich Stefan. Jetzt gibt es die ersten Matchbälle. 40-15. Stefan macht alles perfekt, macht das echt gut.
und der bleibt oben an der Netzkante hängen. Der ist unglücklich. Hat Der er ist eigentlich so ein gutes bitter. Auge? Reicht aber nicht. So, Matchbälle für Adi und Niki. Ist das hier ein Viertelfinale? Das ist ein Halbfinale. Ah, Matchball fürs Finale. Und gute Angabe. Aber Marc returnt ihn. Wow. Wow, wow, wow. Marc Eggers ist auch wirklich nicht klein zu kriegen. Ich weiß Die nicht. wollen einfach auch nicht, die wollen nicht aufgehen. Wenn der Kopf im Sand steckt, dann spielt er sein bestes Paddel. Steckt den Sand nicht in den Kopf. Jungs. Ja, genau so. Weitermachen. Und Niki Jetzt wieder Marc. auf Marc und der Verbeugt. Und das nein. war's. Und das Aber war's. was ein Kampf. Clap in den Chat für beide Mannschaften. Das war ein ganz Klatsch. tolles Halbfinale. Adi Herzlichen und Niki. Glückwunsch an Adi und Niki. Schaut euch mal an, wie die sich freuen. Und jetzt könnt ihr auch die sportliche Geste von Stefan und Marc sehen, die gleich hingehen. Super Ding, super Halbfinale.